Wenn ihr erlaubt, Chat, will ich nebenbei ein bisschen knuspern, aber wir schauen uns jetzt die Doku rein hier. Cannabiskonsum bei Jugendlichen, Kiffer, Zwischenrausch und Risiko. Let's go! Findest du es immer? Oder wo soll ich her? Du da unten? Komm ich aus da unten her. So. Überall. Sorry, wenn ich ein bisschen knuspern, Chat. Ein bisschen knuspern. Guten Abend. Guten Abend. Stört nicht das? Aber hörst du noch etwas während dem Chips-Essen? Ich höre dann fast nicht mehr den Kopfhörer von Chips-Geräusch. Mama, komm ich her. Das ist die Polizei. Es war für uns einfacher, Gras zu kaufen als Alkohol, weil wir minderjährig waren. Und gerade wenn es illegal ist, ist es halt noch verlockender. Einfach hier anständig, ich bin auch anständig mit dir. Jetzt einfach mal einen Gang abschalten. Jetzt zuerst mal einen Gang abschalten. Hey, ich muss schon sagen, Chat, wie steht ihr so zu Cannabiskonsum? Cannabiskonsum bei Jugendlichen ist halt, glaube ich, schon etwas, was jetzt hier bei uns in der Community sicher etwas ist, was auch sehr, sehr relevant ist, würde ich jetzt mal sagen. Weißt du, ich tue jetzt hier gleich noch den Chat einschalten. Ich finde, der Chat sollte noch Mitspracherecht bekommen. So. Legalisieren, aber ich mache es nicht, oder auch nicht gerne. Ja, Cannabis ist wirklich... Ich finde jegliche Drogen, von Alkohol zu Tabak zu eben Cannabis, finde ich sehr, sehr schwierig, vor allem auch für die Jugendlichen. Ich selber habe sehr, sehr wenig Erfahrungen mit Cannabis. Ich habe eine riesige Story, die ich noch erzählen kann, wahrscheinlich. Ja, wir schauen jetzt mal weiter. Ich einfach ausprobieren und mal schauen, wie das sich anfühlt. Du kannst dir deine eigene Welt mit dem Gras aufbauen. Ich kann einfach nichts mehr knuspern. Ich denke, Scheiße, kriege ich jetzt voll die Psychose und bin ich jetzt voll am Ende. Es ist mir geblieben, so, dass etwas mit mir nicht stimmt, dass ich halt psychotisch bin. Meine Kollegen haben mir meinen Arsch gerettet. Hey Bro, ich habe jetzt gerade keine Zeit zum Telefonieren, Diggi. Halt, peace Bro. Jung und bekifft, was Cannabis auslösen kann. Da bin ich ganz ehrlich gespannt, Chat. Da bin ich ganz ehrlich gespannt. Ihr auch? Imagine SRF macht ein Doku über dich, weil du kiffst. True? Also weiter geht's. Boah, es ist so viel geiler, die kurzen Haare. Bro, schieß auf Wachsen, Leute. Schon crazy, was damals viel, früher, wo die ersten angefangen haben und in der Woche kiffen. Wieso passt Basler Dialekt so hart gut zum Kiffen? Das passt echt wie Faust aufs Auge, Mann. Kiffen. Faust aufs Auge. Es ist mega so der Hype geworden halt auch. Hey, Am brutal, Anfang Alter. zuerst nur einfach Bier saufen gesehen und dann, wenn die erst anfangen zu smoken, ist nur noch das. Eben, am Anfang war es so, Alter, die scheiß Kiffer, Alter. Die müssen also, Alter, die Kiffer. Und jetzt, nach irgendwie der dritte Sack, haben die uns geschrieben, ey, von wo haben die Gras? Das ist so. Ja. Wenn halt alle kiffen, dann kifft man halt auch. Aber nicht mal aus Gruppenzwang, sondern halt, das ist einfach normal, das gehört so dazu. Wie Chaim und Till rauchen viele ihren ersten Joint bereits im Alter von 13 oder 14 Jahren. Oh, es ist so geil. Kiffen ist ein Viel zu Jugendphänomen. früh. Viel zu früh, Digga. Seit Jahren belegen Schweizer Jugendliche europaweit einen Spitzenplatz beim Cannabiskonsum. Ich habe keine Erfahrungen gehabt, so überhaupt mit irgendetwas, was das Bewusstsein halt ein bisschen beeinflusst. Und eben, ich habe mich halt einfach mega gefragt, wie das ist. Und wenn man halt noch so jung ist, wir haben uns nicht viel Gedanken gemacht. Es ist mehr so ums Zusammensein gegangen. Es ist weniger gerade mal so, boah, wir werden jetzt heim. Und das ist alles noch so mega enthusiastisch. Der ist 17, Digga. Und der erzählt jetzt schon, als wäre es schon Jahre her. Man hat sich noch so, man hat sich so gefreut, jetzt zu gehen kiffen. Was passiert denn? Das Video habe ich nicht kennt. Eieiei, das ist ja hardcore. Was? Ja, du bist schon in der Shisha. Nein, ich bin nur in der Shisha. Was hast du schon hinter der Mitte? Eieiei. Es sind auch Mädchen dabei gewesen, also eigentlich noch recht viel. Also
Ja, wir sind speziell gewesen. Das ist noch das Foto vom ersten Mal kiffen, wo so cool, wir sind so, wir machen Fettgras und nachher da so mit dem Joint und Amnesia als Lifestyle. Oh, Bro. Gras und dann so drunter geschrieben, Amnesia als Lifestyle. Boah, das ist katastrophal, das ist ganz schlimm. Ach du Scheiße. Oh Gott, die Pose, wieso? Ich sehe es nicht ein. So jung, Digga, wie jung auf diesen Videos ist ja crazy. Heute raucht Till nur noch legales Gras, ohne psychoaktive Substanzen. Ah, ja. Es ist an jedem Kiosk erhältlich. Das würde ich in der SRF-Doku jetzt auch sagen. So das Einzige, was ich gewusst habe, ist halt so, ja, vom Kiffen kann man eine Psychose bekommen. Aber was das war, keine Ahnung. Also nur gewusst, dass es nicht toll ist. Die meisten Jugendlichen haben den Konsum im Griff. Bei einigen wenigen jedoch kann der Cannabiskonsum zu großen Problemen führen. Ein bisschen Angst war sicher dabei, aber nie eine Überwältigung Chat, stört es, wenn ich so durchgenutzt bin? Hört man das? Stört es? oder groß. Martin war 20 Jahre alt, Nee, okay, cool. als er in der psychiatrischen Klinik angekommen ist. Eben hatte er die Lehre als Polymechaniker und die Berufsmatura abgeschlossen. Ich habe mich einweisen, bin dann beim Notfall aufgenommen worden. Das war eine sehr angespannte Situation. Also, es ist nicht, als würdest du zwei brechen und dann hast du das Gefühl, ja, merci, der 22, Digga. Das ist fast so alt wie ich. nicht für mich da, sondern das ist mehr so ein bisschen, hey, der will mich irgendwie abschieben, so das Gefühl gewesen, so. Martin nimmt die Realität verändert wahr, leidet unter Wahnvorstellungen. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, Chat, wie dir das so ein bisschen verstanden habt, aber ich meine, also, ich bin einer, der ich nehme keine Drogen, ich nehme vor allem kein Cannabis. Aber also die ganze Vorstellung, wo du kannst eine Psychose bekommen kannst, ist für mich mega weird zum Vorstellen. Weißt du, du kannst eine Psychose bekommen, was bedeutet das, dass du eine Psychose bekommst? Also weißt du, was ist das genau? Und also, wie muss ich mir das vorstellen? Das nimmt mich jetzt Wunder, ob das hier in dieser Doku wie aufgeklärt ist. Weißt du, wenn du sagst, du kannst eine Psychose bekommen, das kannst du dir ja wie gar nicht vorstellen, so das Gefühl. Cannabis löste bei Martin eine Psychose aus. Aber genau, das meine ich. Voraussetzung dafür ist eine Veranlagung. Ich habe nicht gewusst, dass ich eine Veranlagung habe. Ich hätte es mir nach dem ersten Konsum denken können, weil es mich total aus der Bahn geworfen hat. So, weil ich echt keine klaren Gedanken mehr fassen konnte. Als ich 15 war, angefangen, also das erste Mal gekifft. Der Konsum hat konstant zugenommen. 15, Bro. 15, Digga. Da bin ich in die Lehre gekommen. Holy shit. Alter, du bist so jung. Und wir haben so viel konsumiert, bis wir uns nicht mehr bewegen konnten. Also, es war ziemlich exzessiv. So. Einfach probiert, meine Emotionen wegzurauchen. So. Weil, wenn man 15 ist, dann fängt man so vielleicht an, die Welt zu entdecken und sich informieren über Politik, über internationale Sachen, Das stimmt, ja. über den Klimawandel. Und man entwickelt das Bewusstsein, wo man muss sagen so, hey, für was mache ich meine Ausbildung? So, wenn ich irgendwie damit muss rechnen muss, dass ich in 30 Jahren die Luft auf diesem Planeten nicht mehr atmen kann. Und dann flüchtet man sich in die Drogen. Da bin ich sicher nicht der Einzige, der einfach findet, so, hey, wir haben keine Zukunft mehr, also machen wir noch Party, solange wir noch können. Der hat aber fett einen durchgezogen. Ja, also ich muss sagen, das, was er hier sagt, ich weiß nicht, Chat, ist das etwas, was ihr nachvollziehen könnt oder nicht? Das, was er jetzt gesagt hat. Ist das etwas, was ihr könnt? Dann ein bisschen nach einer dummen Einstellung, safe nachvollziehbar. Ja, also ich weiß nicht, im Fall halber Klimawandel, aber darum Drogen. Also das, was er ja gesagt hat, ist quasi eben, dass wenn man mit 15 jetzt in seinem Fall so ein bisschen das Bild bekommt für internationale Sachen, wenn man das nachher nachvollziehen oder nicht. Also ja, verstanden, was er sagt, wir haben keine Zukunft, aber nachher sagen, wir müssen wegen dem Drogen nehmen.
Also ich muss sagen, grundsätzlich ich kann ein bisschen nachvollziehen, dass man im jungen Alter, wenn man gut so ein Denken für internationale Sachen bekommt oder auch im Arbeitsleben, dass man dann schon so ein bisschen ist, so hey, yo, dass nicht so der Sinn siehst vom da Leben, wenn du weisst, ja, auf uns kommen so viele Probleme zu. Weil ich meine, es ist true, seien wir ehrlich, unsere Generation, wir werden mit vielen Problemen müssen kämpfen, wo, ich sage jetzt mal, vielleicht eine andere Generation vor uns jetzt vielleicht nicht hatte. Uns ist es sehr lang gut gegangen. Das sieht man schon jetzt am Coronavirus, aber ich glaube auch Klimawandel und so, es werden viele Probleme auf uns zukommen. Aber ich finde auch, sich dann wie rauszuflüchten, ein Matros ist aber eher ein Flüchten als ein Konfrontieren. Eben, ich finde, sich darauf rauszuflüchten und zu sagen, jo, Digga, dann nehme ich halt Drogen. Ich meine, was ist das für eine Lösung? Also, oder? Das ist, du flüchtest vor deinen Problemen und sagst, du nimmst Drogen. Für was? So, deine Zukunft wird ja auch nicht besser. Also du gehst schon quasi in die Situation hinein, wo du wie sagst, ja, meine Zukunft wird scheiße. Digga, dann machen wir es doch einfach noch viel beschissener, oder? Ja, nein, checks, aber ich weiss, was er meint mit Klimawandel, aber ich würde darum nicht Drogen nehmen. Nein, gar nicht. Ich glaube nicht, dass wir in 30 Jahren nicht mehr atmen können. Nein, ich glaube, das meint er mehr so plakativ. Ich kann mir schon vorstellen, dass in 30 Jahren der Klimawandel an einem Punkt ist, der sehr, sehr problematisch ist. Aber es geht ja nicht nur um den Klimawandel. Ich glaube auch das ganze Globale, die Spannungen, die intensiver werden. Also ich habe das Gefühl, Chat, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, wir als Generation werden noch Krieg erleben. Weltkrieg wieder. Ich will euch jetzt nicht Stimmung verderben oder so, aber ich glaube, wir werden Weltkrieg erleben. Aber es ist jetzt ein bisschen weit weg von den Drogen. So machen wir noch Party, solange wir noch können. Ja. Kurz vor meiner Psychose habe ich vor allem auf Hasch gewechselt. So. Habe ich fast nur noch Hasch konsumiert, der um ein paar Prozent stärker ist als Cannabis. Und dann habe ich wirklich exzessiv geraucht. Und wenn man natürlich so eine riesige Menge konsumiert, dann hört das nicht mehr auf. Dann wird das Hirn die ganze Zeit beschossen mit dem THC. Und das führt dann einfach dazu, dass man von den Reizen überflutet wird. Angsteinflößend ist, dass man das Gefühl hat, der Zustand geht nicht mehr weg. Wir haben Spass gehabt. Viel Spass. Ja. Wir haben konsumiert, Musik gehört, gelacht. Also ich wusste, dass es verboten ist. Der Vater, der konsumiert und sein Rausch. Was mir jetzt so auffällt, alle 3 Leute, die besitzen, sind gezeigt worden, die damit Erfahrungen gemacht haben und scheinbar nicht nur positive, die sind alle immer noch am Rauchen. Was ich noch krass finde, also niemand von diesen 3 hat bis jetzt wahrscheinlich gesagt, nee, Digga, ich muss einen Schlussstrich ziehen, ich rauche gar nichts mehr. Auslebt. Es hat mich so fasziniert, weil mein Vater das konsumieren und er mir sagt, es ist gefährlich. Und Digga, 20 Jahre, einfach ein Jahr jünger als ich. Ich darf das nicht konsumieren. Es schädigt mega und es hat mich gereizt, weil ich nicht gewusst habe, ob das wirklich so ist. Das, was dreht, da ist das Gras. Und dann schneidet es da rein mit dem Motor zusammen. Die Eltern haben mich schon darauf hingewiesen, dass es recht schädlich kann für meinen Kopf sein kann. Und dass ich vergesslicher werde und mir nichts merken kann. Und das ist mit der Zeit auch der Fall. Aber mir war es in dem Moment egal. Mir war es wichtiger, ein Teil der Kollegen und Gruppe zu sein, cool sein. Dass ich den Stress zu Hause vergesse, den Stress in der Schule, dass ich lockerer werde und nicht immer verkrampft. Ich habe mir ein bisschen Freiheit genommen mit dem. Aus der Freiheit wurde Abhängigkeit. Während der 6 Jahre Konsum flog Sven von der Schule, dann aus der Lehre. Der Konsum dominierte den Alltag. Bis heute fehlt... Digga, so dünn. Das ist etwas, was ich wie krass finde, dass man bei Cannabiskonsum so hart dünn wird. Ich weiß gar nicht warum. Weißt du aber, wieso dass man so hart dünn wird? Wegen dem Stoffwechsel oder warum ist es so? Die Unterstützung von der Familie. Seit einem halben Jahr ist Sven in einem Cannabis-Entzugsprogramm im Zürcher Oberland.
bisschen knuspern. Es Oh. ist anstrengend, jeden Morgen aufzustehen. Aber ich probiere es. Im Neutal ist sein Tagesablauf strukturiert. Therapie ist zentral. Ich weiss, dass wenn ich liegen bleibe, dass der ganze Tag eigentlich versaut ist vom nächsten Tag. Das ist einfach, wenn ich den ganzen Tag rumgelegen bin, habe ich am Abend mega feurige Energie. Ja. Und das schaffe ich am Abend nicht mehr einschlafen. Und dann bin ich die ganze Nacht wach und das trägt sich auf den nächsten Tag aus. Und dann bin ich dort auch noch schlecht gelaunt. Digga, aber die müssen sich echt mal vorstellen, Alter. Der Dude ist 20, der hat 6 Jahre lang Cannabis geraucht und ist schon jetzt mit 20, Digga, auf Therapie angewiesen. Mit fucking 20. Jetzt in der Spirale nicht. Also du siehst am Morgen, wo du spürst, hey, kein Bock, keine Lust. Dann bekomme ich schlechtes Keine Lust. Gewissen, wenn ich im Bett liege. Finde ich hoch in der Ordnung. Und über dich nervst du dich auch. In dem Moment nicht, nein. Aber kommt das irgendwann? Ja, leider. Ein bisschen. Leider. Ja, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, immer müssen aufstehen und Ja, arbeiten. was und hast du für aufstehen eine und Alternative? Eben nichts. Das Ja. ist Wie viele Leute haben eine Alternative? wenig, gar keine. Hm? Die meisten Leute, für die ist das ihre Realität. Der Psychiater dann auch so entspannt, als hätte er reingesplifft. Nee, Bro, also ich verstehe schon, was er sagt, so, aber ich weiß jetzt nicht, ob mich das mega motivieren würde. So, ja, morgen aufstehen, ja, Digga, das muss ja jeder machen. Also ja, du hast keine Alternative, okay. Ja. Weißt du schon, was er meint? Alter? Und wenn du willst, dass dir dein Leben Leute reinschnurren, wie das Sozialamt oder im Vormund, dann darfst du so weitermachen. Und wenn du es nicht willst, musst du es ändern. Weil ich will ja mal eigenständig leben. Das finde ich auch lässig. Lässig, Digga. Ich Aufgabenliste, gehe jetzt okay. durchs ganze Haus, schaue die Lavabos an, wo es etwa dreckig ist und putze das. Einfach, dass es gut aussieht. Und du auch die Tücher nachfüllen. Top-Psychiater, Kappa. Ich finde, er macht seinen Job nicht schlecht. Also, finde ich ein schwierig so zu sagen, aber... Inwiefern unterscheidet sich jetzt der Morgen, den du hier im Neutal hast, von dem, wo du früher daheim gehabt hast? Struktur und ich bin Teil von etwas. Oh, Aber es ist my bad, sorry. auch anstrengend. Wieso? Ja, wenn man mal nicht das erfüllt, was erwartet wird, dann gibt es meistens ein bisschen Diskussionen. Ja. Nach einem halben Jahr Therapie denkt Sven darüber nach, seine abgebrochene Berufsausbildung nachzuholen. Es würde mich noch wundern, Berufsausbildung als was? Was stellst du dir dann nachher vor? Kleinkindbetreuer. Ah, Oder okay. in einem Kleiderwarengeschäft. Also hauptsächlich etwas Soziales mit Menschen. Hast du denn jetzt schon ein Ziel, was du weiter könntest machen? Ja, mit dem Schnuppern So, muss los, Ade. Moin, Lorenz, zieh durch. anfangen. Ist halt schon, man muss schon sagen, so Struktur ist schon extrem wichtig irgendwo durch. Also ich weiss nicht, man wird ja immer, oder das Ganze mit Struktur, früh aufstehen, Schule und so, ist halt wirklich, wenn du da rausgehst, Kollege, man merkt es schon nur, wenn man irgendwie Ferien hatte oder so, ohne Struktur ist es wirklich total schwierig.
Kleinkinderbetreuer oder Kleidergeschäft, was für eine Auswahl. Wow, Digga, ich finde im Fall, also Sayan, ich weiß nicht, für ein paar Leute sind das 2 Berufe, die sie sehr, sehr gerne machen. Ich meine, was ist falsch mit Kleinkindbetreuer? Was ist falsch mit Kleidergeschäft? Es gibt Leute, die machen das gerne. Für mich wäre es jetzt nichts, für dich wäre es wahrscheinlich auch nichts. Kleinkindbetreuer oder im Detailhandel, die Leute brauchen es. Es ist wichtig und wenn es Leute gibt, die sagen, denen gefällt es, dann let's go. Ich habe früher eigentlich nie geraucht, nur Cannabis konsumiert. Und seitdem ich da bin, habe ich eine Suchtverlagerung gesucht. Kaffee. Was machst du heute, wenn du das Gefühl hast, du brauchst es? Skillen, Das heisst? Sport machen und Gitarre spielen, eine Ablenkung finden. Aha, nein. Ich habe mal von einem gehört, der Suchtberater ist, der hat gesagt, Suchtberater 88, nein, der hat gesagt, sie tun immer jede Sucht, die jemand hat, tun sie immer zuerst mal auf einen Kaffee oder auf eine Zigarettensucht ummünzen, weil das so direkt nicht hure schädlich ist für den Körper. Natürlich, Zigarette ist schädlich und viel Kaffee ist auch schädlich, aber es ist meistens harmloser als die anderen Drogen. Kaffee und Rauchen gleich Toilette, Kaffee und Rauchen gleich Instant Freifall Dünnschiss, Digga. Zum Beispiel denken, was könnte passieren, wenn ich so weit gehe. Ja, wieder ins alte Muster zu gehen, das vor allem. Was hast du das Gefühl, wieso bist du in eine Sucht hineingekommen? Ich habe halt nicht so einfache Momente gehabt. Also ich bin in der Schule gemobbt worden, zum Beispiel, ziemlich. Und ich habe von Grund auf auch schon, bin ich psychisch nicht ganz auf der Oh mein Höhe, Gott, kann ich man kenne sagen. die. Und habe mir Alright. darum bestimmte Gefühle nicht geben können. Und der Konsum. Also nochmal schnell, ich mache diesen Leuten keinen Vorwurf, versteht mich nicht falsch. Ich meine, 19, 20 sind sehr, sehr junge Leute und ich kann mich in die gut hineinversetzen, weil ich meine, ich bin nur ein Jahr älter jetzt in diesem Fall. Aber ich finde es gleich krass, dass so junge Leute schon an einem Punkt sind, wo sie Hilfe brauchen, obwohl ihr Leben quasi noch gar nicht angefangen hat. Wisst ihr, was ich meine? Die ganze Selbstständigkeit mit selbstständig arbeiten, ausziehen etc., die kommt erst so mit 18, 19, 20, 21, whatever, aber so um den Dreh herum. Und die Leute sind jetzt schon an einem Punkt, wo sie Hilfe brauchen und das tut mir echt leid, Mann. Der Konsum hat das alles für mich erledigt. Ich kann alles vergessen, ich kann alles verdrängen. Ich musste nicht mehr mich darum kümmern, wie sehr ich mich jetzt hasse. Weil es einfach okay war. Oder wenn ich mich einsam gefühlt habe. Es waren Drogen da. Was ist denn jetzt da, wenn es dir nicht so gut geht? Was ist an die Stelle gekommen? Ich bin an die Stelle gekommen. Das bin ich jetzt am Lernen. Und auch Geduld mit mir selber. Die kommst du langsam über. Ja, die habe ich. Habe ich aber müssen nachkämpfen, weil ich bin da eingetreten mit dem Cannabis-Programm und habe gesagt, ich bleibe 2 Monate. Aber in der ersten Woche haue ich schon wieder ab, weil ich es nicht ankriege. Und ich habe aber recht schnell gemerkt, ich habe ja schon gewusst, dass ich mehr Zeit brauche. Aber ich habe mir die Zeit nicht geben. Aber ich habe gemerkt, dass wenn ich das nicht mache, dass ich schlussendlich da rauslaufe und es genau gleich weitergeht. Und das für mich keine Option ist, weil das wäre Selbstmord. Smoke Time. Oh, Digga, Mann. Ja, Chat, immer, machen wir einen ab, immer wenn sie im Rauchen sind, spammen Smoke Time rein, okay? Immer wenn irgendwo jemand einen am Rauchen ist, spammen Smoke Time. Johanna? Ah, du bist Carina. Also. Was machen die? Wo sind die? Sag dem Ben nochmal dafür Also sagen, wieder, was sie sind wieder einer am Smoken. Wo ich angefangen habe rauszugehen, hat auch genau das angefangen. Es ist voll geil gewesen, aber Wenn ein Joint rumgeht, Smoke Time! Egal, auch wenn die Leute wissen, dass du halt nicht rauchst, dann wird der Joint meistens trotzdem angeboten. Wirklich einen Druck gibt es nicht, es ist einfach eher so, es ist halt lustiger. safe, ja, Leute müssen einfach nochmal an. Bei uns ist eigentlich fast so, dass die Frauen dafür mehr smoken. Gut, ich habe auch das Gefühl, die Frauen haben es irgendwie ab und zu ein bisschen besser unter Kontrolle wie ein paar Männer.
Perfekt. Okay. Ciao, ciao. Jungs kiffen deutlich mehr als Mädchen und leiden auch häufiger an Folgeerscheinungen. Alright, nicht gewusst. Den Stoff beschaffen sich die Jugendlichen über Freunde, Bekannte oder Kleindealer. Ihr Hilfsmittel, das Handy. Smoke Time. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Was T-Shirt? Ich glaube, du kannst nicht Park, blöd gesagt, reinlaufen oder du gehst... Five-Head-Move mit der Flasche unter der Taschenlampe. Das ist schon ein geiler Move, ja. Und du findest es immer, überall. Die allerwenigsten, die wirklich kiffen, dealen auch. Vibe ist aber real, ganz ehrlich. Boah, Digga, ich weiß nicht, ob ich das als Vibe würde bezeichnen. Besitzen das Leute, die in einem Park hocken und eine rauchen und etwas trinken? Was ist das für ein Vibe, Digga? Die meisten, die hier am Tisch kiffen, haben schon mal dealt oder haben sich überlegt. Aber ich glaube, so, wenn du wirklich so den Standardkonsum, ich glaube, durch das kommst du eigentlich nicht in Berührung mit dem Schwarzmarkt, außer mit dem Dealer. Zum Teil gibt es auf der Straße Gras, das extrem stark ist und wirklich extrem stark. Und ja, den Dealer, habe ich das Gefühl, kann man nie so recht vertrauen, weil dann geht es halt ums Geld. Wenn es ums Geld geht, kann man nicht wirklich auf das vertrauen, was sie über das Gras sagen halt. Über den Schwarzmarkt geraten Jugendliche immer wieder an gefährlichen Stoff. Informationszentren in Großstädten bieten zwar neuerdings Cannabis-Tests an, doch oft bleibt der Konsum mit Risiken verbunden. Oft ist halt auch so, dass Ältere das Leben, das man im Ausgang führt oder mit seinen Kollegen führt, dass die Ältere das gar nicht richtig wissen. Jemand hat reingeschrieben, kein Alkohol, lustigerweise. Ich glaube, im Fall der Alkohol haben sie im Fall bewusst nicht ins Bild hineingeführt. Weil, ich meine, der Dude ist 17, der dürfte es glaube ich noch nicht trinken. Und du kannst mir nicht erzählen, dass die dort keinen Alkohol trinken. Ich habe mir auch, wo bin ich hier reingerutscht? Sendu kommst du auch noch vor in diesem Video? Lul. Nein, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass SRF dort vielleicht ein bisschen den Alkohol hat gesagt hat, Digga, geh mal den Alkohol weg. So. Du gar nicht richtig mitbekommen. Ich kann so Sachen gut verstecken. Oha, Polizei jetzt. Yves Stößel und Roger Christen von der Jugendpolizei Winterthur im Einsatz am Wochenende. Ihre Arbeit ist eine Mischung zwischen Repression und Prävention. Wenn es irgendwo irgendjemand hat, ist dort bei der Knusper. Cannabis ist die meistkonsumierte illegale Droge in der Schweiz. Die Strafverfolgung aber ist knifflig. Guten Abend miteinander. Abend. Stadtpolizei. Das ist eine Stadtpolizei. Wir machen eine Kontrolle machen. Den Joint können Sie sonst gerade ausdrücken. Mal da hinlegen. Gerne schon Ausweis. Dankeschön. Von Winterthur? Nein. Wo denn? Haben Sie noch mehr dabei? Ist noch irgendetwas dabei? Ja, voll. Sie sind volljährig? Hey, ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch dass die Polizei das einfach machen muss, ist halt auch so, meiner Meinung nach, echt verschwendete Zeit. Ich finde es schon gut, gibt es irgendwo durch eine Kontrolle oder so, aber der Drogenkrieg, wenn man es einem so sagen will, der ist echt verloren. Ich habe in den Chat geschrieben, wie ich zur Legalisierung stehe. Ich weiss nicht, Chat, wie steht ihr zur Legalisierung? Ich muss sagen, Drogenkrieg ist verloren, bei Cannabis sowieso. Und das Zeug sollte so schnell wie möglich legalisiert werden, meiner Meinung nach. So ein bisschen aus folgenden Gründen. Und ich glaube, es ist schon recht klar, warum. Wenn es legalisiert ist, dann würdest du dem Schwarzmarkt einfach das Wasser untergraben, Digga. Der Schwarzmarkt würde sofort zusammenbrechen, beziehungsweise nachher auf andere Drogen konzentrieren. Wenn du Cannabis legalisieren würdest, hättest du meiner Meinung nach nur Vorteile. Du könntest staatlich regulieren. Das heisst, du könntest schauen, dass es nur Cannabis gibt, das wirklich rein ist, sodass es keine gesundheitlichen Fälle gibt, also keine gesundheitlichen Probleme gibt. Du könntest viel besser Jugendschutz kontrollieren, dass nur Leute wirklich ab 18 oder ab welchem Alter immer an das Zeug herkommen. Und du könntest es halt auch noch versteuern. Du könntest normale Tabaksteuer drauf tun, wie wir es jetzt auch schon haben. Und die Polizei muss nachher genau solche Fälle, wie sie es jetzt hier machen, nicht mehr kontrollieren, Digga. Weil ich meine,
Das ist für die Leute, die kiffen, ist es nicht cool, für die Polizisten ist es nicht cool. Ich finde, das sollte man eigentlich legalisieren, Mann. Legalisierung bin ich nur bei Cannabis wegen dem Schwarzmarkt. Ich sage, ich rede jetzt auch nur von Cannabis, aber ich finde, bei Cannabis, die Legalisierung wird kommen, die Legalisierung werden wir auch alle erleben, aber ich finde, es geht echt viel zu langsam. Ja, 20. Sonst noch irgendjemand etwas dabei, der nicht dabei haben sollte? Okay. So können Sie gerade schnell zu mir kommen. Sind wir clean? Zumindest nicht gesucht, ja. Haben ihr auch noch irgendetwas dabei, wie der Kollege? Nein, gar nicht. Ich kiffe nicht. Der Besitz ist Strafe, aber der Konsum kostet 100 Franken. Ja, ist logisch. Und 100 Schutzbuß. Machen wir es so, ich tue die Einzahlung gescheit zuschicken. Kommt der eingeschrieben oder normal? Normal. Kann man den auch per Mail zuschicken? Nein, das geht nicht. Sonst müsstest du nachher schnell mit Abend zum Auto kommen, dann kann ich schnell ausfüllen, dann kann ich die Busse Ihnen so in die Hand drücken. Ja, fix. Ist das gut? Ja, fix. Okay. Sonst haben Sie nicht mehr dabei, he? Nein, voll nicht. Okay. Du kannst schon da warten. Ich finde aber korrekt, ich finde korrekt, wie korrekt dass sie miteinander umgehen. Also er ist jetzt null angepisst worden, die Bullen die null anpissen, so finde ich. Okay. So ungefähr. Hat jetzt nicht geraucht, wäre es mir dann auch weggenommen worden? Ja. Aber der Besitz, eben, wie gesagt, das ist nicht unter Strafe gestellt, aber weil es eine Vorbereitungshandlung ist, wenn man das mit sich führt, wird es trotzdem sichergestellt. Okay, aber schnell für einen Spot. Weiss ich was, es ist ein Regierungsgebäude. Dort sind sie im Kiffen. Also Bro, es gibt bessere Spots zum Kiffen, wenn man nicht verwünscht werden, oder? Nicht, dass ich jetzt Experte bin, aber ja. Wir versuchen wirklich auch aufzuklären. Und nicht nur repressiv zu arbeiten. Also, wir probieren beiden Seiten gerecht zu werden. Ja. Vielen ist nicht bewusst, dass es immer noch verboten ist. Und viele haben das Gefühl, es sei noch legal. Halt auch mit der Thematik, der Besitz bis 10 Gramm ist straffrei, aber der Konsum ist halt nach wie vor verboten. Das ist ja eigentlich fast ein Widerspruch. Ja, ich wollte sagen, das ist doch so ein Witz. Du darfst bis zu 10 Gramm haben, aber du darfst nicht konsumieren. So, ja, Bro, wieso hast du Cannabis bei dir? Zum Anschauen, zum Einrahmen oder was? Zum Kochen? Bro, Digga. Das ist ja so. Du darfst 10 Gramm dabei haben, aber du darfst nicht konsumieren. Ah ja. Komm, schau mal ein bisschen Cannabis an, Digga. Beste Unterhaltung. Es ist ja schwierig für uns, um das zu handhaben. Es ist ja schwierig für Jugendliche, für Konsumenten, um da noch durchzublicken. Jeden Tag hast du für mein Geld. Smoke Time! Chat! Bro, es gibt Leute, die haben voll Flash, so mega abgefuckte Träume. Also mir ist das nicht nur der Traum, sondern auch so das Nachtwandeln. Hast du Alter, oh shit. Ja, bin ja dann von oben. Hast du das nur gehabt, wenn du gekifft hast? Jo, ich weiss es nicht, ich bin beim Arzt gesehen und Ja, ich wollte nicht, die Eltern halt dabei waren, nicht sagen, dass ich gekifft habe. Ah ja, dabei. Und dann ja. Aber ich bin ja runtergegangen, habe das Zimmer von meinen Eltern gehämmert, also an die Türen. Habe angefangen zu heulen noch. Und Warum du gepennt hast? Ja, ich habe es nicht mitbekommen, ich habe es nur von meinem Vater einfach mit. Holy shit. Das erzählt dann ja. Okay, das ist schon Flash. Damn. Das gar nicht. Das war auch so wieder der Wandel zum nicht mehr smoken eigentlich. Ja. Till ging noch in die Sekundarschule, als auch er in eine Krise geriet. Sein Vater erkrankte an Krebs. Ja, ich finde krass, sie sind alle noch normal am Rauchen. Wenn du bist, so psychisch, dann klar tut das Kiffen dann nicht unbedingt gut. Ja, klar. Ich meine, das weiß man ja eigentlich auch. Aber in dem Moment denkt man sich halt, jo, es wird schon gut gehen, oder? Man denkt einfach gar nicht daran. Ja, logisch. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung gehabt, vor allem dann. Gar nicht. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich immer der war, der irgendwie am meisten neu mal anders ist als die anderen. Okay. Zu Hause konnte Till seinen Konsum verheimlichen. Die Stimmung ist schon geil, dort wo die zwei hocken. Das muss ich zulassen, ja.
zugeben. Bis ihn psychische Auswirkungen quälten. Ich mache da jetzt Loki so ein bisschen Schuldgefühl. Als ich dann so zweite, dritte Sek ein bisschen mehr gekifft habe und dann anfangs Gimmi dann recht viel mehr gekifft habe als sonst, irgendwann habe ich dann wirklich mir einfach gesagt, so, okay, jetzt ist wirklich etwas los. Dann sind wir an dem Tisch gesessen und dieses scheiß Licht. Und dann habe ich so Cornflakes gegessen und das Licht war so voll auf meine Hände, aber mein Kopf war im Schatten. Boah, und nachher, ich bin voll fokussiert auf meine Hände und auf das Essen. Und gleichzeitig hat alles irgendwie angefangen zu flimmern. Ich habe dann meine Hände angeschaut und habe gedacht, das sind ja gar nicht meine Hände. Oder wenn ich sie bewegt habe, habe ich so das Gefühl, das mache ich gar nicht selber. Und das Gefühl von nicht aber schon crazy, was sein, mit dem Körper sein, wenn man es beschreibt, man kann nicht wirklich etwas damit anfangen. Es ist sehr schwer. Also ich habe, glaube ich, mit der grössten Schizophrenie ausgesehen. Also wirklich, glaube ich, so da gesessen und ich habe gar nichts mehr gecheckt. Also wirklich gar nichts mehr. Klar, ich hatte die Situation noch nie gehabt und dann ist halt etwas anderes, wenn man dann halt plötzlich etwas sieht, was halt sehr stark ist. Und erst später hat Also ich finde es spannend, was Sie sagen, weil ich glaube, so als Nicht-Konsument kann man sich das, glaube ich, einfach auch komplett nicht vorstellen. Wenn er wieder zu sich gekommen ist, dann hat man dann auch wirklich mit ihm darüber reden, aber wirklich selber gewusst, was los war, hätte er nicht wirklich können sagen. Und das ist halt jünger als 17, Kollege. Ein guter Kollege von mir hat schon mal halt ausgelöst von anderen Substanzen, würde ich mal sagen, hat er die Depersonalisierung kennt und er war so ein bisschen der Drogenguru und was das Ganze angeht. Und da hat mir das dann erzählt, dass er das kennt. Ja, nochmal schnell zurück. Hat er die ausgelöst von anderen Substanzen, würde ich mal sagen, hat er die Depersonalisierung kennt und er war so ein bisschen der Drogenguru und was das Ganze angegangen ist. Und da hat mir das dann erzählt, dass er das kennt. Und durch das hatte ich zuerst überhaupt die erste Idee von einer Depersonalisierung. Und dann bin ich dann zum Psychiater gegangen. Depersonalisierung? Kennt, auch schon von anderen Fällen. Und ja, das hat dann total geholfen, dass ich wirklich so eine Person hatte, die mir wirklich hätte können sagen, ja, du hast das wirklich. Es war vor allem auch überraschend, dass es halt wirklich etwas so Gravierendes auslösen kann. Und von Gras ist jetzt wirklich noch nie. Also habe ich das einfach nicht gewusst. Halt. Ja, und dann ist eben schon der Überraschungseffekt schon sehr groß eigentlich. Ja. Ich habe halt zuerst mal akzeptieren, dass ich das wirklich nicht mehr kiffen kann. Und das war halt schon recht schwer. Dann ist dann schon viel mehr, habe ich auch probiert, ein bisschen mehr um ihn zu kümmern und so. Und auch ihn davon abzuhalten, vielleicht nochmal zu kiffen oder so. Digga, die sind halt jünger als 17, Kollege. Aber ist schon wieder klar, dass es Basel ist. Martin erhöhte seinen Cannabiskonsum im Verlauf der Jahre stetig. Oh man. Also, ja, meine Grenzen klar überschritten. So. Aber er ist Berner, das gewöhnt man verliert die Kontrolle über einen selber. Und dann hat man das Gefühl, man wird wie von einem Chip oder Basel von einer wieder. digitalen Installation von einem Implantat gesteuert. What the fuck? Ich habe mich verfolgt gefühlt von der Polizei und Sicherheitsdiensten. Ich bin davon ausgegangen, dass mir ein Verbrechen angehängt wird, das ich nicht begangen habe. Und dass ich irgendwie als Drogenhändler hergestellt werde, irgendwelche skurrilen Sachen. So. Und dass ich vor Gericht komme und ins Gefängnis. Das war eine grosse Angst, die mich verfolgt hat. So. Ah ja! Die Hut! Bad, Bro. Auch Martins Freunde kümmerten sich, leiteten die Einweisung in die Klinik in die Wege. Jetzt musst du schauen, jetzt kenne ich diese Leute. Von jedem Mal, als ich die gesehen habe, hatte ich so das Gefühl, jetzt ist irgendwie noch etwas schlimmer oder spezieller. Und bei jedem Mal habe ich ja, ist wieder Smoke Time. Darum ist es mir auch sehr wichtig, dass du endlich professionelle Hilfe bekommst. Und ich glaube, meine Angst war mehr, dass dir etwas passiert, weil du irgendetwas machst, was man sonst nicht macht, wie zum Beispiel zum Fenster rausklettern oder so, und du dann stürzt. Ja. Und ich hatte jetzt nicht als erste Angst Suizid, sondern mehr so
ein Unfall. Limiten nicht kennen, ist ja glaube ich auch so etwas, was oft verloren geht. Professionelle Hilfe, aka der neue Podcast von Marc. Davon distanziere ich mich, Digga. Wo er tödlich endet. In dieser Phase habe ich eigentlich nie darüber nachgedacht, mir das Leben zu nehmen, weil ich wie so zu lebhaft war, fast eher. Also es ist eigentlich eher in die gegenteilige Richtung gegangen, dass ich wie einfach das Maximum wollte an Erleben gleichzeitig auf einmal. Wir haben halt auch, wo wir herausfinden wollten, was du haben könntest, haben wir so geschaut, so einen Fragebogen angeschaut und dann so, okay, plötzlich hat der Fragebogen ausgefüllt? What the fuck? unser Kollege das Gefühl, er kann andere Sprachen. Genau das trifft zu. Plötzlich fühlt sich unser Kollege What the verfolgt fuck? von ihm. Genau das trifft zu. Und es sind so, eigentlich so klassische Merkmale. Und wenn man während der psychotischen Phase etwas kommunizieren will, ist das verdammt schwierig, weil du hast so viele Gedanken, die du irgendwie in einen Satz reinbündeln und irgendwie so mehrere Gedankengänge, die gleichzeitig ablaufen. So. Und dann haben die noch irgendwelche Interaktionen miteinander. So. Und dann, Okay. Es ist spannend, wie du das sagst, weil genau... Ich finde es auch hure spannend. Also es geht jetzt eigentlich schon in Psychose rein, oder? Dass wenn man eine Psychose hat, dass man so reagiert. Und ich finde das, ich kann mir das hure schwierig vorstellen, wie das ist, wenn man eine Psychose hat. Aber geht's, also Chat, wisst ihr, das geht auch so ein bisschen in die Richtung Selbstüberschätzung? Oder dass man meint, man ist der Geilste, oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau so fühlt es sich an, wenn man dir dann hat zugelassen hat. Wirklich genau so. Ja, als ob du uns... Ich finde es auch spannend, ja. gleichzeitig hättest du erzählen wollen. Und wir kennen vielleicht eine von denen. Ja. Und dann ist es sehr schwierig zu folgen. Ja. Und dort hat sich dann Das finde ich jetzt wirklich real spannend. eigentlich herausgestellt, dass Noch er ein aus allen Knuspern? Normen rausgeht. Dass er den Job verliert, mit den Eltern nicht gut hat, aus der Wege rausgeschmissen wird, Kollegen, die teilweise finden, nein, mit dir chill ich nicht mehr. Und dass er jetzt eigentlich quasi ohne nichts dasteht. Und ja. Ja, ich bin gerade so ein bisschen emotional, so ein bisschen wieder. Ich bin froh, dass ich aus dieser Welt wieder rausgeholt wurde, wo ich drin war, weil es ist echt einsam, dort so allein. Da sind wir alle froh. Irgendwie möchte ich das alles zurückgeben, was ich bekommen habe. Digga, ich finde es echt krass, dass sie alle immer noch rauchen, Digga. Als wäre nicht das auch irgendwo Teil des Problems. Es hat mir wirklich gezeigt, dass wir ein Freundeskreis sind, wo man aufeinander schaut, wo man sich umeinander kümmert, so egal was jetzt passiert. Kann ich dir nachher das Zeug noch übergeben? Oder an was bist du jetzt gerade dran? An der Serviette. Das musst du, glaube ich, noch einweichen. Hey, no joke, ich wollte schnell sagen, dass ich ja so Schlafsäcke, oder? Die Schlafsäcke erinnern mich einfach immer an genau die Situation, wo ein Kollege so viel gekifft hat an einer Party und einfach den ganzen Schlafsack vollgekotzt hat. Und dann musste ich den waschen bei einem Brunnen. Der hat es angeschissen. Mein Alltag ist eigentlich nur aus Konsumieren bestanden. Hauptsächlich nur die Heime. -1 Schlafsack, ja. Keinen Kontakt mehr mit Kollegen gehabt. Das Definitiv. Einzige, was mir wichtig war, ist zu konsumieren, rauszugehen, so Leuten Drogen geben und wieder heimkommen. Free Schlafsack. Wir haben immer am Montag einen Hausputz und dort bin ich der Chef und muss ein bisschen schauen, Oha, Big ob Baba jeder Boss. richtig geputzt hat. Oha. Und wenn nicht, muss ich es einfach nochmal ansprechen. Du hast riesige Fortschritte gemacht, seit du da bist. Also ich meine, ich bin ja schon ein Zeitchen da. Schaust die ganze Doku, ja. Und der noch eingetreten ist. Und jetzt das im ganzen Verlauf bis zum heutigen Tag. Und es sind wirklich Welten. Es ist echt... Ja, es ist so. Du hast richtig extreme Fortschritte gemacht. Du bist aus dir rausgekommen und schaust an. Oh, er ist white people happy. Schau nach, white people happy. Ja, und dann ist es halt manchmal schwer und es schießt einem an, aber mich schießt es auch an. Und trotzdem bleibst du weiter dran, bist immer noch da und kämpfst weiter.
Ja, ich bin gerade so am Zurückdenken. Es war eine richtig harte Zeit. Ich bin... Alter, schau dir das an, Mann. Ich meine, wie alt ist er hier? 17, Mann. Man sieht einfach ein Rippli aus. Eintreten mit so einer Unsicherheit, ob ich wirklich aufhöre mit dem Konsum. Weil in dem Moment ist mir einfach... Aber im Fall, es nimmt mich wirklich mal Wunder, wieso wird man so dünn ab dem Kiffen? Es wird irgendeinen Grund haben und ich würde gerne wissen, warum. Wichtig war, ein Dach über dem Kopf haben, essen. Und ich habe das Bild noch, wie er dort auf dem Bänkchen gehockt ist und wirklich ja, voll halt in dich hingezogen. Extrem so. Mega eingeschüchtert und ängstlich. Ja, es ist nicht. Doch schon. Eben. Und du hast auch Mühe gehabt zum Reden, zum dich öffnen. Wir hatten zwar von Anfang an einen guten Draht gehabt, aber sonst hast du extreme Probleme gehabt mit über deine Gefühle reden, eingestehen, dass du Gefühle hast, deine Schwächen eingestehen. Das ist ja vorher gar nicht gegangen, überhaupt nicht. Es sind wirklich Welten. Crazy man. Ja, und es war gerade schön, das zu hören. Ich sehe es halt auch nicht als selbstverständlich, dass man so Sachen sagt. Jetzt so die Umarmung wäre es perfekt. Es macht mich... Nein, nicht sad, das macht mich glücklich, wer er so glücklich ist, Mann. Till hat seine Krise heute überwunden. Also was soll ich jetzt da schon? Den Steller bringen. Ich bin Oh, Digga, ich kann dir schon sagen, nur beim Zuschauen, dass es super fein dort schmeckt. wie soll ich sagen, eine Art enttäuscht gsi, weil wie soll ich sagen, eben der ältere Sohn schon ziemlich viel gekifft hat und Ui. eigentlich man. ich das Gefühl hatte, der Till findet das auch blöd, weil wir haben wahnsinnig viel Diskussion immer gehabt und es hat Stress gegeben und ja, und ich habe so wie gedacht, er ist irgendwie gescheiter. Ja! Oh. Kannst du nicht gescheiter nennen? Ja. Nicht mit dumm zu tun. Nein, ich habe einfach gehofft, dass du nicht kiffst. Und als ich es dann gemerkt habe, ja, ist es so eine Enttäuschung und halt auch, ja, ich dachte, oh nein, jetzt irgendwie nochmal, die ganze Geschichte nochmal. Ja, das wünscht sich, glaube ich, keine Mutter, dass der Sohn kifft. Ja, ich glaube, ich habe auch lange nicht richtig gemerkt, wie viel das es ist. Ich habe eigentlich gar nicht gemerkt, dass es überhaupt ist. Oha, Ansage. Aber ich muss auch, für die Eltern, gell, für die Eltern ist es halt auch so schwierig, Mann. Eltern, die nur das Beste für dich wollen. Und du findest sie irgendwie Pubertät auch verdammt dumm. Wenn man ehrlich ist. Und er halt so etwas, Mann. Hat es nicht unter Umständen mit der Erziehung zu tun? Ja, natürlich kann man sagen, hat es mit der Erziehung zu tun, aber ich meine, es gibt Leute, ich meine, jetzt hier, ich kann jetzt nicht sagen, aus welchem Umfeld es stammt, aber der hat eine riesige Wohnung. Das ist eine moderne Wohnung, ich habe das Gefühl, denen geht es finanziell nicht so schlecht. Die Erziehung spielt sicher eine grosse Rolle, aber nicht nur. Auch Umfeld, was du für Kollegen hast, etc. Du hast ja in der zweiten Säcke hast du es noch nicht gewusst. Ja, woher auch, Kollege? Ich habe dritten Säcke Anfang Juni mitgemerkt. Woher soll sie das Ich wissen? habe das Gefühl, ich habe gemacht, was ich konnte. Und ja, und dass ich halt nicht Kontrolle habe über alles. Ja. Und das ist schon einfach ein blödes Gefühl. Ja, aber ich meine, ich habe ja auch nicht viel erzählt, so was sonst abgeht. Nein, du hast nicht viel erzählt und du hast auch nicht... Eben, ich habe schon gefragt, aber du hast auch nicht Antwort gegeben. Das ist auch irgendwie verständlich. Ich denke, es war eine Reaktion einfach in dieser Zeit, auch ja, wo der Papa gestorben ist. Einfach, ja. Ja, gut, jetzt weißt du zwar mehr, aber weniger Sorgen machst du ja nicht. Oder schon? Mal, schon weniger. Ja. Okay.
Guten Abend. Guten Abend miteinander. Ösler Stadtpolizei. Hast du schon einen Ausweis gesehen? Ich habe keinen Ausweis dabei. Kein Ausweis? Dankeschön. Sie mit der schwarzen Jacke, die sind da gestanden vorne. Das gehört nicht mir. Wer ist denn? Gesehen? Ich weiß nicht. Sie haben die Hand da drin gehabt, sind eine Mischung. Gehört trotzdem nicht mir. Ja, aber Sie haben es bei sich gehabt. Ja, Besitz. Sie haben es bei sich gehabt. Tun Sie mir schnell Ihr Bauchtäschchen anbringen, bitte? Ich schaue so schnell. Ja, ist gut. Schnell zu mir kommen. Sonst noch irgendetwas in der Säcke? Nein. Sonst noch irgendetwas dabei? Nein. Schon mal mit der Polizei zu tun gehabt? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Den Säcke kennst du nicht mehr? Oh. Ich könnte die Hand unten behalten. Arbeiten Sie denn auf dem Bau? Monteur bin ich. Für die Polizei muss es so mühsam sein, Mann. Es wird einfach eingezogen. Es gibt keine Anzeige oder so. Es gibt einen kleinen Rapport, aber der wird nicht zu der Jugendanwaltschaft geschickt oder so. Ne? Zu meinen Eltern auch, oder wie? Wissen die Eltern nicht? Nein. Ja, was wäre es, wenn sie es würden wissen? Nicht gut, oder? Das Vertrauen wäre null. Ja. Sind ja schon 18 jetzt, oder? Ja, voll. Eben, dann informieren wir die Eltern. Die Eltern nicht informiert. Jugendliche sieht es anders aus. Jugendliche müssen wir die Eltern informieren. Gut, dürfen Sie noch überstehen, bitte? Danke. Ich lange rein und nehme es raus, ist gut. The fuck ist das? Ja. Ich frage mich, was die Polizei Sie mit den sind Drogen minderjährig. macht, die sie reinziehen. Ja, vernichten, Kollege. Es wird eingezogen, ne? Was ist das? Ja, die Eltern wissen es. Wissen Sie? Ja. Okay. Ja, denen muss ich anrufen. Und ich werde Ihnen sagen, es gibt keine Anzeige, aber es ist einfach halt sichergestellt worden. Vielleicht einfach schon, tun Sie es zuerst informieren und ich rufe dann erst nächste Woche am Montag oder so. Was machen wir dann im Winter? Hä? Ein bisschen rausgehen? Ja, im Winter ist noch kälter. Ja, aber dafür haben wir ja eine Jacke an, wissen Sie? Gut. Ja, eben. Das Büchse ist auch noch einem von euch. Das ist am Boden. Danke. Für unsere Arbeit war das ein typischer Einsatz gewesen. Was oftmals mir auffällt, ist bei solchen Migrationshintergrund, dass es dort auf keinen Fall erfahren, dass es mir fast ein bisschen eine Schande ist, wenn man dort würde sagen, ja, man kann Sisyphus. Und das Sendung Für uns natürlich ist ja auch. ganz wichtig, dass wir das Netzwerk der Jugendlichen kennenlernen. Wir sehen ein bisschen verschiedene Gesichter, wir sehen ein bisschen, wer mit dem unterwegs ist. Das kann uns etwas bringen. Vor allem, wenn es dann um schwere Straftaten geht, wenn wir wissen, wer mit wem in Kontakt war, das kann uns helfen, um das Delikt aufzuklären. Darum ist, auch wenn es jetzt nichts hängen Die Julia ist einfach eine, die ist ein stiller Genießer, die schaut einfach und... ist die Sisyphus-Arbeit für uns wichtig, für unsere Arbeit. Ja. Und so können wir auch in Kontakt bleiben mit den Jungen. Es ergeben sich manchmal auch gute Gespräche, auch jetzt unabhängig von der Kontrolle. Sven ist nach Zürich gezogen. Die Therapiestation Neutal musste er verlassen. Ja, es ist Zeit geworden für einen Wechsel. Ja, ich bin so weit, meinen Weg zu gehen Richtung Arbeitsstelle. Ich frage mich einfach, also wahrscheinlich Wohnung ja auch durch Ding finanziert, oder? Durch Sozialamt. Und eigenes Wohnen. Ein Jahr lang Therapie hinter mir. Ich habe halt gedacht, ich komme dort nie mehr raus. Und mich immer weiter muss therapieren. Ich bin eigentlich mega froh, das Gefühl von Freiheit. Ein bisschen meine Energie rauslassen. Das Neutal war auch ein bisschen abgelegen und hat mir auch gut getan. Aber ich glaube, die Stadt ist schon ein bisschen mehr Digga, das daheim, imagine, du kannst Inline skaten. Wenn ich das machen würde, würde ich mich nach einer Sekunde direkt auf die Fresse holen. Ich hatte eine Woche Zeit, um zu gehen. Und sie hat mich unter Druck gesetzt in der Situation. Und ja, es hat ein riesiges Ding gegeben, weil ich die Regeln verstoßen habe, zweimal, dass wir untereinander keinen Sex haben dürfen. What the fuck? Um was geht's jetzt genau? Es ist halt schwierig, wenn die ganze Zeit der Eindruck von Frauen und du darfst nicht und... Moment, wie geht? Hä? Wie der Einstieg zu Sex absolut verpasst?
Ich hatte eine Woche Zeit, um zu gehen. Und sie hat mich unter Druck gesetzt in der Situation. Und ja, es hat ein riesiges Ding gegeben, weil ich die Regeln verstoßen habe, zweimal, dass wir untereinander keinen Sex haben dürfen. Wo? In der Anstalt? Es ist halt schwierig, wenn die ganze Zeit der Eindruck von Frauen. Digga, hä? Was? Ihr habt Anschluss absolut verpasst? Und du darfst nicht und ja, es ist halt dann einfach keine Kontrolle mehr über sich selber. Smoke Time, aber jetzt, Digga, jetzt Real Talk, total den Faden verloren. Wie ist es jetzt von Suchtanstalt zu Sex, zu mit der anderen Person zweimal Regeln überschritten? Ich blicke nicht mehr durch. Wie geht es mit der Sucht? Gut, ein Jahr Therapie hat mir recht gut getan und ich bin nicht rückfällig geworden und es geht mir recht. Er hat zweimal gegen die Regeln verstoßen, dass er keinen Sex darf haben in der Anstalt. Hat er Sex gehabt, das ist verboten. Ja, es kann ja sein, aber ich frage mich so, Bro, warum ist Sex haben in der Anstalt verboten? Ich meine, also, das check ich nicht. Wieso das verboten ist. Gut. Also, ich bin immer noch clean. Ein ganzes Jahr clean. Ja. Ah, da freut er sich, Digga, da freut er sich. Da freut er sich. Sven arbeitet in einem sozialen Unternehmen in Zürich. Nice. Und beginnt sich in die Arbeitswelt zu integrieren. Wie hast du es geschafft, so früh aufzustehen? Oh, müssen wir jetzt noch Fragen um 5 Uhr am Morgen beantworten? Digga, absolut Digga, absolut angeschissen. Leute. Oh, müssen wir jetzt noch Fragen um 5 Uhr am Morgen beantworten? Ja, das gar kein Bock, Alter. Das SRF-Filmteam mindestens genauso früh aufgestanden wie ihn, um ihn zu begleiten. Filmt ihn bei seiner Arbeit, Digga, 4 Uhr aufgestanden. Ein Kameramann, noch eine Moderator, also noch eine Regisseurin und eine Reporterin hinten dran. Fragt ihm einfach eine Frage, dann kommt die Antwort, Digga. Müssen wir jetzt noch Fragen um 5 Uhr am Morgen beantworten? Digga, Mann, nein. Ich bin kaputt. Ich bin kaputt, schwöre ich. Mag nicht am Morgen schon so Fragen. Also ich kann ja ein bisschen nachvollziehen, ich bin am Morgen auch nicht alles ansprechbar, aber gleich. Ist mir einfach ein bisschen zu viel. Allgemein. Ja. Es sind so 2 Challenges, weißt du? Das eine das Schaffen und das andere noch nebenbei so tun, als wäre alles easy. Also geht's mir nicht gut, oder was? Grüezi. Er schafft im Kundenverkauf, okay? Wer das alles? Das macht 3 Franken. Braucht sie? Ist gut, merci mal. Schönes Tag, tschüss. Danke gleichfalls, Ade. Dann sag ich Ade, merci, ciao. Hey, wer beste Verkäufer, sag's was ist. Schwierig. Brötli gesehen, dieses andere nice aus, ja, ja, true. nicht rausgekommen und habe nicht gewusst, was das Zeug ist. Und durch True, das ja. ist ein riesen Durcheinander entstanden. Bei mir Stress. Mir ist ein Käsekuchen am Boden gefallen. Und Digga, Käse. Digga, ihm ist ein Käsekuchen. Nein, ich mach nur Spaß. wow, es war mir mega peinlich. So, ich bin rot geworden und die Kundin hat es halt Free gesehen. Käsekuchen, ja. Oh, Scheiße. Du präsentierst halt etwas und dann... Aber hey, ich kann ihn irgendwo durch mega verstehen. Ich meine, du kommst so in die Arbeitswelt rein, du willst alles richtig machen. Es kommen Situationen, die dich überfordern, wo du Scheiße baust und so. Und da musst du, glaube ich, schon auch lernen, mit dem umzugehen. Geht das am Ich meine, Digga, wie viel Scheiße ich gebaut habe in meiner Lehre, Alter. Boden und willst es verkaufen und das ist so, wow. Was hat der unter dem Auge? Ich glaube, das ist ein Piercing, oder? Gutes Erlebnis? Ich weiss es nicht. Ich glaube keins bis jetzt. Kein gutes Erlebnis, war noch einmal die Frage, oder? Nee, was war die Frage? Willst es verkaufen und das ist so, wow. Und ein besonders gutes Erlebnis? Da weiss er nichts drauf. Crazy.
Ich weiß es nicht. Ich glaube keins bis jetzt. Also Aber irgendwie auch sad. Schon, da zu arbeiten ist ein besonderes Erlebnis. Also, ich denke, da zu arbeiten, ja. Das ist irgendwie nicht so überzeugt, aber... Ja, das ist Currypulli. Oh, die Sandwich, Digga. Wisst ihr, wie teuer die sind in der Schweiz, Mann? Das sind 2 zum Mittagessen meistens. Das kann ich mir nie gönnen. 11,50 Franken retour. Danke gleichfalls an dich. Wir können auch da zahlen, gell? Zum Mittag heisst ja 50. Sven, hast du Kaffee rauslassen? Ja, Kaffeecreme. Alles auf die gleiche. Oder dann habe ich noch keine Maske getragen. Stellt mich das vor. Ach ja. Er hat es tippen. Oh, ich glaube, das kann im Service auch so stressig werden. Das kann, glaube ich, schon sehr stressig werden. Wenn so viele Leute aufs Mal kommen, wie jetzt vorher? Ein bisschen Druck, den man hat, weil die Leute wollen nicht warten. Und wie gehst du damit um? Ich glaube ruhig. Ich probiere ruhig zu bleiben. Seine Antwort ist ein schelmisches Lachen. So. €14 retour. Also Moment schnell, das muss ja im Sommer 2019 gewesen sein, oder? Weil im 2020, oder haben die dann noch keine Maske an? Bratwurst 6,50 oder? Zahlen Sie mit Karte? Ich habe das Gefühl, du fühlst dich ziemlich wohl da. Ja, das Team vor allem gefällt mir. Und ja, es ist Ja, im Sommer 2020 haben die Leute noch keine Maske an. Ich weiss, im Sommer 2020 haben die Leute noch keine Maske an, das stimmt. Es hat sich halt alles schon verdammt krass verändert, Mann. Also eben, ich meine, schon das verwirrt mich jetzt, dass es dann noch keine Maske gegeben hat und so. Vorher habe ich einen gesehen mit Maske, aber irgendwie, es wirkt so absolut nicht, als wäre Corona hier. aus einer schlechten Situation ist 2019 haben wir im Sommer noch keine Corona in der Schweiz gehabt. Ja, darum sage ich ja Sommer 2019. es jetzt der beste Ort, wo ich gehen konnte. Aber zwei Bratwurst? Ja. Geht das? Ja. Schmeckt gut, super. Aber gleich, weißt du, wenn du so schaust, es sieht ja so aus, als wäre eigentlich alles normal. Wenn es wirklich im 2020 ist. Was sind denn deine Ziele? Lehrstelle anfangen, Lehrstelle finden. Ja, und eigenständiger auf den Beinen stehen. Und nicht von irgendjemandem abhängig sein. Ja. Ich denke, ich bin auf einem guten Weg. Ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit. Martin hofft auf ein Leben ohne Psychopharmaka. Im nächsten Frühling wird ihm die Antidepressivas wegnehmen und man Smoke Time. Dann bin ich dran, die Neuroleptikas abzusetzen. Und das ist mir wichtig. So. Also, mein Arzt hat auch gesagt, so, es kann sein, dass du auf einem Minimum von Neuroleptika bleiben musst. Aber momentan sieht es gut aus für mich. So. Schon krass. Irgendwie denke ich mir so, was kann ich machen, um anderen Leuten zu helfen, die das auch haben. So. Martin möchte sich gerne im sozialen Bereich engagieren und andere Jugendliche vor schlechten Erfahrungen mit Cannabis bewahren. Suchtberater 88, siehst du? Ja, warum nicht? Allein durch die Aufklärung könnte ich vielen Leuten, wie zum Beispiel mir, in dieser Zeit helfen. Ich bereue nicht, was ich gemacht habe. Im Nachhinein denke ich schon, es war besser, war es schwieriger für so junge Leute, an den Gras dran zu kommen. Ich habe das Gefühl, zum Beispiel gerade bei mir, vielleicht hätte ich später angefangen zu kiffen, wären bei mir nie die Sachen von der Depersonalisierung auftreten.
ich glaube, am einfachsten oder am sinnvollsten momentan ist wenn man halt mal das Thema auf anspricht und ein bisschen offener über das redet und es auch mehr anerkennt in der Gesellschaft. Und ich glaube, das kann schon ganz viel bewirken. Ja, das fand ich auf jeden Fall auch wichtig. Wenn du einfach ein Thema so verschwiegst, dann führt das einfach nur zu Negativen und ist absolut kontraproduktiv, weil, blöd gesagt, Leute nicht auf ihre eigene Art und Weise herausfinden, was zu schlechten Erfahrungen oder einfach eine gute Erfahrung gar nicht führen kann. Wenn ein 14-Jähriger mich fragen würde, würde ich ihm sagen, kiff nicht. Aber ich glaube, schlussendlich kann man gerade in dieser Phase nichts sagen. Es ist so, man muss halt sein eigenes Ding machen. Ich finde halt schon irgendwie krass, dass so alle sagen, die durch das durch haben müssen, sagen, hey, kifft nicht. Und sie würden auch ihrem 14-Jährigen sagen, hey, kiff nicht. Und der 14-Jährige auch kiff, aber das macht ja absolut keinen Unterschied. Das macht ja jeder. Ja, was findet ihr? Soll man Oha, jetzt geben wir mal die Reporterin. Prävention verstärken oder den Besitz und den Konsum stärker bestrafen? Oder noch mal etwas ganz anderes. Soll man Cannabis legalisieren und regulieren wie den Alkohol, wie man das im Ausland auch schon ausprobiert hat? Was findet ihr? Schreibt mir eure offenen Fragen, eure Meinung in unsere Kommentare. Danke dir, Digga. Ich tu schnell. Oh, schon vorbei. Hure kurzweilig gewesen, Digga. Das ist jetzt 50 Minuten gegangen. Ich tu schnell Cam wechseln. Also ich muss sagen, ich habe wirklich eine sehr, sehr coole Doku gefunden. Aber es ist jetzt gleich 50 Minuten gegangen, holy shit. Ja, wie gesagt, ich finde es krass, jetzt, wir haben alle Fälle, die jetzt, wie sie angeschaut wurden, die waren unter 20 gewesen. Die haben schon unter 20 Hilfe gebraucht, damit sie überhaupt wieder funktionieren. Also eben, ich meine, der eine Dude ist 17 und der sagt schon, er hat schon Hilfe gebraucht und ist 17. Der andere Dude ist jetzt 20 und kommt jetzt sehr langsam ins Ding rein. Und ich finde es krass, dass so viele Leute, oder junge Leute so schnell oder so früh, so jung aus der Bahn fallen und Hilfe brauchen. Und da, also, ich weiß nicht, wie es dir gesagt hat, aber ich glaube, ich bin der Meinung, die einzige Lösung, das irgendwie in den Griff zu bekommen, ist echt das Zeug zu legalisieren. Staatliche Kontrolle, Jugendschutz einführen, Steuern draufsetzen, jalla. Das ist natürlich nicht ganz einfach, ich weiß es schon, aber so wie es im Moment ist, Status quo, kann es ja auch nicht sein. Also es kann nicht sein, dass Alkohol so weit verbreitet und so akzeptiert ist, aber Cannabis nicht, meiner Meinung nach. So. Und dann kann man auch weit Aufklärung machen, eben gut wegen Psychose, wie entsteht die, auf was muss man aufpassen, was sind frühe Zeichen. Aber so wie es jetzt ist, glaube ich, dass es nicht weitergehen kann. Aber merci mal, habt ihr zugeschaut, sehr, sehr cool gewesen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Reaction von der Doku. Who knows? Who knows?